Ich so, ich arbeite bei den Kammerspielen. Da kam dann dieses anerkennende Nicken. Ach und oh, die Kammerspiele, wieder und wieder. Als ich dann nachfragte, begriff ich, dass hier eine Menge berühmter SchauspielerInnen gespielt haben. Und wie schön ist es, dass wir jetzt auch dazugehören. Voll schön. Ja. Ich bin Eik, Schauspieler. Und zum ersten Mal hier in München an den Kammerspielen. Für das Stück Tristan und Isolde. Ich spiele den Erzähler und König Marke. Mein Name ist Susanne und ich bin Deaf-Performerin. Hier an den Münchner Kammerspielen bin ich im Stück Tristan und Isolde für das Musikdolmetschen und als Beraterin zu den Themen Gebärdensprache, Gehörlosenkultur und zielgruppengerechte Gestaltung dabei. Wir proben seit Anfang März. Heute gab es eine öffentliche Probe, da dürfen auch Leute von außerhalb zuschauen. Es sind auch taube Menschen gekommen, die uns Feedback gegeben haben, wie das Ganze auf sie wirkt. Der visuelle Eindruck, ob die Gebärdensprache verständlich ist, die Positionen auf der Bühne, damit können wir weiterarbeiten und uns bis zur Premiere noch verbessern. Wie ging es dir damit, dass teilweise die Dolmetscherin auf der Bühne, also dass sie da war und Susanne parallel noch das Lied gebärdet hat? Ja, da habe ich dauernd hin und her geschaut. Hat dich das gestört? Wenn das so hin und her ging, wusste ich oft nicht, wo ich hinschauen soll. Aber ist ja klar, es sind noch Proben. Ja, aber ist das Ziel, dass es so bleibt? Naja, es gibt verschiedene Ebenen, die sich auf der Bühne überlappen. Mittelhochdeutsch, DGS als eigene Sprache, gesprochene Lautsprache und noch die Musik, das kommt da alles zusammen. Aber in dieser Szene deute ich nur den Rhythmus an. So. Das war so gewollt. Aber wenn es euch stört, lassen wir das lieber weg. Absolut. Und angefangen haben zum Beispiel zu schauen, wo sind die hörenden DolmetscherInnen, weil klar die ganze Zeit mit Eik und Susi, also wir das jetzt zusammen auch zum Teil entwickeln und sie irgendwie klar war, wo sind sie auf der Bühne, aber wo sind jetzt noch die hörenden DolmetscherInnen und das jetzt so nach und nach so zu schichten. Ich habe das Gefühl, so ein bisschen wie so eine Sachertorte. Wir haben jetzt so die ersten Schichten gelegt, jetzt kommen so die nächsten drauf und wir müssen halt so ein bisschen die Geschichte bis zu Ende noch ein bisschen weiterspinnen oder entscheiden, wo verlassen wir die Originalgeschichte und schreiben wahrscheinlich ein eigenes Ende, aber so da sind wir jetzt gerade so dran. Schlechte Mutter. Schlechte Mutter, ich bin schlechte Mutter. Schlechte Mutter, schlechte Mutter. Ja. Okay, dann stellen wir noch ein Henso, das heißt, wir machen noch mal, gehen noch mal. Was ist los? Yes. Es schien eine ganze Menge Bedeutungen zu haben. Er überging eine von den dreien und fragte nach den beiden anderen. Er verschwieg die Liebe. Er sprach von Meer und Bitter. In dem Stück läuft sprachlich ganz viel parallel. Mittelhochdeutsch, DGS, VS, also Visual Sign. Diese Varianz, das ganze Paket, da ist die Frage, wie wird das beim Publikum ankommen? Verstehen Sie das, diese Sprachvielfalt? Das ist eine spannende Frage. Hier bei dem inklusiven Theaterstück spielen Hörende, Taube und Menschen mit Trisomie. Trisomie war für mich was ganz Neues. Wir mussten einen eigenen Zeitplan für jeden machen. Also für uns Taube braucht es im Vorfeld Zeit für eine DGS-Übersetzung, weil wir nicht einfach den Text lesen und davon schnell eine DGS-Version gebärden können. Man braucht Zeit. Genauso brauchen das auch Menschen mit Trisomie. Die Herausforderung ist dann, die unterschiedlichen Zeitpläne und Bedarfe zu strukturieren und aufeinander abzustimmen. Wir proben jetzt seit 1, 2, 3, ja, wir sind schon in der 4. Woche. Da ist schon einiges an Zeit verstrichen. Bis zur Premiere wird es ganz schön knapp, ob wir das dann schaffen. Es sind noch 4 Wochen, ja. Ich muss mir das immer sofort aufschreiben, dann bin ich's los, sonst vergesse ich es nämlich. Geht mir auch so.
Die Texte waren zu Anfang super kompliziert. Wir hatten 2 so dicke Werke, aus denen das Stück extrahiert werden sollte. Es wurde gekürzt und herausgepickt, was in unser Stück sollte. So ist unser Text und daraus unsere Rollen entstanden. Meine Rolle ist die des Erzählers. Wenn in Lautsprache erzählt wird, übertrage ich das in DGS und ich spiele den König Marke. König Marke ist der Herrscher, zu dem alle aufblicken. Doch innerlich kämpft er mit Trauer und Schwächen, die er zu verdrängen versucht, weil er nach außen der starke, verantwortungsvolle König sein muss. Die Trauer kommt daher, dass er eine Schwester hatte, die aber bei der Geburt ihres Kindes starb. Er versucht, diesen Verlust durch Nähe zu anderen Menschen auszugleichen, zum Beispiel mit seinem Neffen, doch lässt er ihn im Unklaren. Oder seiner Braut gegenüber, mit der er auch nicht ehrlich sein kann. Tja, dieses ganze Chaos aus unverarbeiteten Gefühlen beschreibt meine Rolle. Zuerst war meine Aufgabe zu schauen, wie taube SpielerInnen in dieses Stück eingebunden werden können und ob für taubes Publikum alles passend ist. Zum Beispiel, ob die Musik laut genug ist, ob man als Zuschauer den Bass spürt, die Bühne gut im Blick hat. Dazu habe ich das Ensemble beraten. Es ging weniger um die Einbindung der Schauspielenden als um das Thema Sichtbarkeit der Gebärdensprache im Stück. Und dann kam noch die Deaf Performance dazu, also meine Arbeit im Musikbereich. Man kann vielleicht sagen, ich bin sowas wie ein Geist, der die Musik, die in dem Stück eine große Rolle spielt, visuell interpretiert. Diese beiden Aufgaben habe ich. Ein Lied habe ich selbst entwickelt, das andere waren bekannte Musikstücke, die mitinszeniert wurden, und wieder andere Stücke kamen auf Initiative der Schauspielenden. Das war ganz bunt gemischt. Am Anfang, bei dem Wagner-Stück, habe ich zum Beispiel eine eigene Interpretation entwickelt. Also ich gebärde etwas, während die Musik zu hören ist. Das ist schön, hier diese künstlerische Freiheit zu haben und nicht nur an vorhandenen Texten kleben zu müssen, sondern Raum für eigene Interpretation und Ideen zu haben. Stimmt. Ihr habt gestern noch einen Satz geändert, stimmt's? Stimmt. Das war hier. Da tauschen wir... Das kommt weg. Das ist da, wo Dennis ihn köpft. Ich komme dann schon vorher auf die Bühne. Das ist neu. Genau. Du gebärdest und dann soll Jelena sagen, die Wunde stinkt. Das kommt daher, dass bei Tristans Kampf mit Morholt, der ja von seiner Schwester, der Königin, dieses Gift auf dem Schwert hatte und mich damit verletzt hat. Deshalb stinkt es. Ist das nicht mehr dein Text? Ich soll das später erst nochmal gebärden. Irgendwie ist das besser, wenn es nicht so erklärt wird, dass die Wunde stinkt, weil das Schwert des verstorbenen Bruders mit dem Gift der Schwester... Also, dass ich das umdrehe und zuerst die Schwester das Schwert vergiftet... Ach, du weißt doch, im Deutschen sind das oft so Bandwurmsätze, bis man zum Punkt kommt. In DGS müssen wir das umstellen und vom Großen zum Kleinen, also auf den Punkt kommen. Mhm. Wie wenn die Jelena hier drin ist. Nee, das ist schon okay. Nur, wenn du da stehst und sie läuft dann an dir vorbei, dann kann man die Gebärden nicht mehr sehen. Du hast dann kein Licht mehr. Maren, sprichst, dann musst du einfach weiter vorne. Vielleicht hier. Also, irgendwie. Aber wenn du rauf weißt, wenn du hier rauf gehst, ja, dann bist du einfach hier. Ah ja, und dann bin ich durch das. Ah, da still, ja. Nur hier. Alles klar. Es gab schon verschiedene Produktionen in Deutschland, bei denen Dolmetschende mitgewirkt haben. Aber sie standen eher abseits am Rande bzw. in einer Ecke der Bühne und nicht direkt neben den Schauspielenden. Das Problem dabei ist meist die Einstellung der Regie. Klar, es gibt das Schattendolmetschen, da klappt es aber auch nur, wenn die Regie einverstanden ist. Ich war gespannt, wie es hier bei den Münchner Kammerspielen mit dem Thema aussieht und habe Nele gefragt, ob es möglich ist, die Dolmetschenden in das Stück zu integrieren. Ja, hieß es, die werden auf der Bühne mit den Spielenden mitlaufen. Das ist doch neu. Ich meinte dann, das ist nicht neu. Neu wäre, wenn die Dolmetschenden mitspielen, wenn sie auf der Bühne agieren und mitspielen. Nele meinte, warum nicht? Das war die Chance, den Schritt zu wagen und zu zeigen, Dolmetschende müssen nicht immer nur die Schatten sein. Sie werden integriert, die Grenzen verfließen. Man weiß manchmal nicht, ob sie spielen oder dolmetschen, weil durch sie auch Gebärdensprache Bestandteil eines Stückes wird. Endlich ist hier ein Theater mutig genug, dieses neue Bild von Dolmetschen zu wagen. Die Reaktionen vom tauben Publikum bei klassisch gedolmetschten Stücken waren eher verhalten. Ganz gut, aber die Dolmetschenden sind halt ein Extra. Beim Schattendolmetschen kam das Feedback besser, aber so richtig zufrieden waren sie nicht.
Mit dem Versuch, Dolmetschende wirklich in das Spiel zu integrieren, hoffe ich, dass wir das taube Publikum noch mehr ansprechen. Bin gespannt auf das Feedback. Das ist VS und das DGS. Diese Handform. Ja, genau. Versucht die Lanze lang zu machen und dazu die Reitbewegung. Da musst du aufpassen und mir Feedback geben. Okay, kurz bis hierhin. Ist das so gedacht? Mit den Ketten jetzt zu schieben? Ich glaube, es gibt immer die Gefahr, dass man sich als Regie-Team lustige neue Dinge ausdenkt und alles streicht und alles wie so kunterbunt, wie so neu wild mischt. Man muss natürlich aufpassen, dass man alle Menschen, das ganze Team wie so mit an Bord hat. Also dann ist diese Position. Ja, dann würde ich vorschlagen, du verschiebst den Vorhang, wenn du nach Ende Brautding rübergehst. Weißt du noch, Johanna, wir machen da nochmal den Übergang, aber schon über Ende Brautding. Wenn du nach hinten, wo der Drachensong anfängt, wenn du eigentlich hingehst, dann kannst du es ja machen. Ja, und wo muss der hin? Muss der schon filmen? Oder reicht es einfach? Es war am Anfang für mich etwas schwieriger, dass die Gebärdendolmetscher mitlaufen im Spiel. Aber ja, wenn man weiß, dass sie dabei sind und dass man die auch ein bisschen als Spielpartner benutzen kann und mit denen eigentlich spielen kann, wenn sie die ganze Zeit mit dabei sind. Ja. Ach, Unselige, weh und ach, wer hat diese verfluchte Waffe aus Cornwall mitgebracht? Mein Onkel wurde mit ihr erschlagen und der ihn getötet hat, hieß Tristan. Wer gab ihm diesen Spielmann? Er hieß doch Tantris. Am Anfang mussten wir uns auch erst mal kennenlernen. Die Hörenden mussten uns Taube kennenlernen, Verständnis entwickeln und lernen, wie die Umgangsformen bei uns sind. Es gab einen Sensibilisierungskurs für das ganze Haus. Das hat so viel bewirkt. Alle wussten danach besser Bescheid. Wir sind schneller miteinander warm geworden. Das Arbeiten hat viel besser geklappt. Da war Sympathie. Es war schön zu fühlen, dass man dazugehört. Also es ist erstmal super cool, dass wir bei jeden Proben 3 dolmetschende Personen dabei haben. Dadurch lernt man sozusagen zu gucken, wer spricht wann, wie hört man aufeinander. Sehr gut. Deswegen würde ich schon sagen, ist es anders als Proben, die ich bisher kenne. Und es fördert irgendwie mehr eine Gemeinschaft, weil man halt nochmal ganz guckt, wie kommuniziert man miteinander, wie bindet man ein, worüber spricht man. Ja, weil das ist höher. Genau. Ist gut. Besser. Nein, es gibt noch eine, Doch als Tristan den Plan unterstützt, stimmte auch König Marke überein. So kam es, dass Tristan erneut nach Irland reist, um Königin Isolde und Prinzessin Isolde von den Heiratsplänen zu unterrichten. Ich glaube, es geht viel um eine Vielschichtigkeit und in dem sozusagen Momente der Verwirrung, aber auch Momente des Verstehens zu haben, lustvoll zu umarmen, dass das alles wie da ist und toll und ein Reichtum ist und ganz viel uns ganz viel schenken kann. Kunst auch als einen gemeinsamen Raum, in dem man erforscht, in dem man probiert, in dem man zusammenkommt und den man später wiederum teilt mit dem Publikum. So. Schau, diese ganzen berühmten Leute. Lustig, dass ich am Anfang so gar nichts mit den Kammerspielen anzufangen wusste. Die Aussage, da arbeiten lauter bekannte Schauspielkollegen, stimmt total. Und wir gehören jetzt auch dazu. Unsere Namen stehen jetzt auch auf der Liste. Ermutigend. Ja, voll. Schön, schönes Gefühl. Und dann, genau,
Und dann, Susi ist neu. Dann gehst du zum Vorhang und ziehst du. Nicht so, ich warte. Ja, wenn das okay ist. Ich gebe dir sonst Zeit, wann. Für mich ist schön zu sehen, wie wir am Ende eine gemeinsame Sprache haben und dass es die Gebärdensprache ist. Wenn wir am Ende nicht die Schlussworte haben, sondern alle Gebärden, das ist für mich wie ein Geschenk. Am Ende wird gebärdet, das ist Gänsehaut pur. Als ich heute Mittag kam, war mein Energiehaushalt total im Keller. Gestern waren noch mal so viele Änderungen, das hat noch mal Kraft gekostet. Jetzt nach der Probe habe ich wieder volle Akkus, fühle mich fit und gewappnet für morgen. Ich glaube, weil ich innerlich zufrieden bin und mich wohlfühle. Dann werde ich für morgen auch fit sein und die Aufführung gut packen. Ja. Zum Beispiel in der letzten Szene. Da ist das große Durcheinander. Man fragt sich, warum? Und dazu nutzen alle ganz verschiedene Sprachen. So ist das im Alltag ja auch. Alle handeln und suchen nach Lösungen. Man kann nicht auf seinem Standpunkt beharren und sagen, ich bin halt so, ich will mich nicht anpassen. Nein, man muss um Verständigung ringen. Und dazu gehört auch, die eigene Sicht loszulassen, eine flache Hierarchie zu haben, bei der alle auf Augenhöhe sind. Das war unser Ziel. Heute bei der zweiten Hauptprobe ging es darum, die einzelnen Schritte zu klären und auch, wie lange wir für die jeweilige Szene brauchen. Bisher war das nämlich noch nicht klar. Wir haben immer nur szenenweise gearbeitet und waren noch nicht aufeinander abgestimmt. Deshalb war das noch ziemlich chaotisch. Jetzt haben wir noch mal 2 Tage Zeit bis zur Premiere, um textsicher zu werden. Ich glaube, das schaffen wir. Sind wir beide hier in den Kammerspielen, weil wir taub sind? Oder weil wir Experten sind und das Stück mitentwickeln? Was denkst du? Mein Gefühl ist, dass man sich hier schon ernsthafte Gedanken im Vorfeld gemacht hat. Soweit ich weiß, waren 4 taube SchauspielerInnen in der engeren Auswahl. Um Aikes Arbeit kennenzulernen, sind sie dann extra nach Leipzig gefahren, um ihn spielen zu sehen. Und auch zu den anderen SchauspielerInnen. Für dich haben sie sich entschieden, weil ihnen deine weiche Körpersprache und deine Ausstrahlung gefallen haben. Für mich spricht es dafür, dass schon nach Talent geschaut wurde und es keine Alibi-Besetzung war. Ich habe es leider bei anderen Projekten erlebt, dass dann einfach jemand besetzt wird, der oder die Gebärdensprache kann. Aber hier wurde schon ernsthaft gesucht. Mich haben sie auch geholt, weil sie mich schon gesehen haben und weil ich Erfahrung mit Deaf-Performance habe. Und weil sie meiner Einschätzung vertrauen können. Ich hatte nicht den Eindruck, dass es nur darum ging, irgendjemanden zu haben. Außerdem wollte die Regisseurin ein Stück mit vielen Sprachformen entwickeln. Gesang, Hochdeutsch, Mittelhochdeutsch, ja. Gebärdensprache, Poesie, Lautsprache, ganz verschiedene Formen von Sprache. Und bei Gebärdensprache hatte sie den Wunsch, taube Personen dabei zu haben. Das war für sie eine neue Herausforderung. Genau. Es war schon lange irgendwie so ein Traum, irgendwie so mit DGS zu arbeiten, jetzt auch ein bisschen mit Visual Science, als auch taube KünstlerInnen dabei und auch im Team zu haben. Also es war von vornherein wichtig, total wichtig, von Anfang an auch schon ab Bauprobe eine taube Künstlerin und in der Fall Susi dabei ist und wirklich durchgängig brät und natürlich dafür bezahlt ist und so, weil das natürlich ein Wissensschatz ist, den wir nicht haben und das Haus auch leider nicht hat, wovon so ein Haus ja auch nur lernen kann.
Danke. Ich kann mein Gefühl gerade nicht so richtig beschreiben. Aufregung, Freude, alles zusammen. Und gleichzeitig ist da auch eine innere Leere. So unwirklich. So kurz vor der Premiere, da geht einem so vieles durch den Kopf. Danke. Tschüss. Die Mehrheitsgesellschaft muss sich dafür öffnen, dass es bei uns tauben Menschen auch Kunst gibt. Wir wollen zeigen, dass uns als taube Menschen nicht die Behinderung, sondern die Kunst ausmacht. Zu zeigen, schaut, Gehörlosenkultur ist so vielfältig und dadurch noch mehr tauben KollegInnen Möglichkeiten für Engagements zu ermöglichen. Das ist mein Ziel. Das sehe ich ähnlich. Zu zeigen, wir können alles. Taube Menschen können alles. Wir nutzen nur eine andere Sprache. Sonst sind wir genauso wie alle um uns herum. Nur die Sprache ist anders. Das war's. Ist das die Liebe? Oder ist das die Welt? Er hat Prüfe, Mannheit und Minne. Das war kein Holländisch, das war Mittelhochdeutsch. Und ja, den Leim der verlockenden Liebe und fühle, dass meine Gefühle in ihm versinken. Ich möchte entkommen, aber der Leim klebt an mir fest. La mer, das ist Minot. Minot. La mer, das wäret mir den Mut. Den Mut? Nein, ich liebe dich. Und nein, ich liebe dich noch mehr. Was ist nur mit den beiden los? Ich komme nicht an sie heran. Zweierlei Kummer bedrückt mich. Der Verdacht und der Argwohn, den ich mit mir herumtrage. Muss ich ihn wirklich hegen? Argwohn, weiche von mir. Er erstickt meine Liebe. Wäre doch meine Schwester jetzt bei mir. Ach, dieser Kummer. Don't you ever, don't you ever, don't you ever, don't you ever need me. Ich habe das zum ersten Mal so erlebt, dass im Theater Inklusion so umgesetzt wird und muss sagen, Chapeau. So viele unterschiedliche SchauspielerInnen mit unterschiedlichen Kompetenzen, verschiedene Sprachen und trotzdem konnten sie sich untereinander verstehen. Die Dolmetschenden mittendrin und dann noch Deaf-Performance. Ein total neues, gutes Konzept. Hut ab. Und insgesamt die technische Umsetzung, Video, Licht, toll. Wirklich gut gemacht. Respekt.
Dazu die neue Rolle der Dolmetschenden. Mal spielend, mal dolmetschend. Einfach toll. Nochmal Hut ab. Ein Spieler, dessen Stimme kam meistens vom Band und der hat hauptsächlich in Gebärdensprache sich ausgedrückt. Bei anderen war das dann wieder andersrum. Und es ging aber sehr schnell, dass es so egal war, wer wie gesprochen hat. Ein Stück mit so viel Musik, das kannte ich bisher nicht. Da war viel Neues, Außergewöhnliches. Insgesamt hat es mir gut gefallen. Besonders war auch, dass Gebärdensprache in verschiedenen Variationen dabei war. Und natürlich die Deaf-Performerin und. Bin begeistert. Es war gut, hier mal was Neues zu wagen. Theatervorstellungen mit Dolmetschenden kenne ich ja. Aber heute war einiges Neues dabei. Bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ich mag eher Theater, wo nur in Gebärdensprache kommuniziert wird und die Dolmetschenden nur als Schatten, quasi nebenbei vorkommen. Dass die DolmetscherInnen für das hörende Publikum gebraucht werden, okay. Aber alles zusammen? Und die Musik, also mit der Musik konnte ich gar nichts anfangen. Die Inklusion hat so wahnsinnig gut funktioniert, dass es gar kein Thema mehr war. Also man denkt gar nicht, ob es nur inklusiv ist oder nicht, sondern es ist so bunt, es ist so breit, aber es ist auch klar erzählt. Es ist super spannend zu merken, welche Arten von Sprachen einem vertraut sind und welche nicht. Also für mich ist eben Mittelhochdeutsch sehr vertraut. Für mich ist aber dafür Gebärdensprache was ich nicht entschlüsseln kann. Das Publikum konnte alles verstehen und war vom Gesamteindruck begeistert. Ja, das ist schon außergewöhnlich, dass so ein kompliziertes und vielschichtiges Stück trotzdem so gut beim Publikum ankommt. Ich bin baff und natürlich auch froh, dass es so ist. Das ist jetzt für mich abgehakt. Und jetzt natürlich feiern, neue Leute kennenlernen, sich vernetzen und unterhalten. Wir haben so lange geprobt und auf diesen Moment hingearbeitet. Jetzt kann ich irgendwie loslassen. Das ist total schön. Es ist schwer, das Gefühl richtig zu beschreiben. Positiv, voll entspannt. Wir haben es geschafft. Das ist schön. Mein persönliches Ziel, ein Stück mitzugestalten, in dem Diversität gelebt und alle sich zugehörig fühlen können. Für die Zukunft wäre schön, zum Beispiel auch mal eine taube Regisseurin zu haben oder einfach noch mehr taube Menschen in anderen Rollen. Taube können ja noch viel mehr. Ich hoffe, dieses Stück motiviert auch andere. Taube haben so viel mehr Kompetenzen und dass sich daraus dann noch viele tolle Projekte entwickeln, in denen sie all ihre Talente entfalten können. Ich persönlich kann mir Regie nicht vorstellen, aber bei Ake könnte ich mir das sehr gut vorstellen. Er ist echt vielfältig begabt.